Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ja, wir sind hier mit dem Franklin gerade auf dem Freeway. Wir sind hier eben noch gespawnt von der letzten Folge. Bin ich auf dem Dörf abgestiegen und da habe ich eben nicht mehr aufgenommen. Darum hat es hier wieder neu geladen und der Dörf liegt jetzt da vorne, weil vorher ist ein bisschen umgefahren wurde. Und ja, wir haben jetzt eine neue Mission beim Franklin seiner Hütte. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon die letzte Mission, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir fetzen jetzt mal dorthin jedenfalls. Und dann schauen wir mal, was dort jetzt für eine Mission startet. Oh je. Oh, der hat einen BMW. Also so einen BMW verschnitten nehmen wir gerade. Dankeschön. So, da la. Außerdem passieren mir wesentlich weniger Unfälle, wenn ich Auto fahre. Habe ich nicht gerade vorher gesagt, es passieren mir weniger Unfälle mit dem Auto? Ups! So, also wir sind jetzt eh gerade dort. Ja, noch ein paar Meterli. Ich würde mal sagen, wir springen gerade dort vorne. So, also wir sind angekommen. Und jetzt starten wir da die Mission. Ich glaube, das ist die letzte Mission. Kann das sein? Ich glaube es fast. Ja, das ist die letzte Mission, glaube ich. Ja, das ist die letzte Mission. Oh je, also, wir schauen mal, was jetzt da kommt. Also, wir wissen es ja. Hey, Slick, it's me! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me. Nah, Oh, yeah! but that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man, the feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. The Fed, Steve Haynes, Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call, their careers, they are over. So you gonna A, listen to some 50 grand a year pension hunter, or B, a billionaire who even the president lets finger his wife, or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... Man, you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me, I got a triathlon coming up, and I am in deep training. Bye-bye. Man, fuck you. So, also jetzt müssen wir ja auswählen, wen wir umbringen wollen. Und ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht. Die wissen, was kommt. Also, ich kann weder den Trevor noch den Michael umbringen. Noch den Franklin natürlich. Aber es ist einfach halt... Ich feiere es einfach, wenn alle drei zusammen sind. Franklin? Lester, dawg. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming. So, also jetzt müssen wir ja zum Lester düsen schnell. Eben ja, wir hätten den Trevor oder den Michael umbringen, aber der Trevor ist, auch wenn ich ihn eigentlich von allen drei am wenigsten mag, finde ich ihn gleich halt witzig. Und der Michael ist halt so, ja, ist halt einfach, mir doch einfach, der Michael ist einer der wichtigsten Charaktere im Spiel. Und ja, darum möchte ich ihn auch nicht. Und auch eben der Franklin, ich finde halt einfach, der Franklin an sich, finde ich eben ein mega gut gespielter Charakter in dem Spiel. Ich weiß eben, viele finden Franklin einfach nicht geil, von seiner Art her. Ich finde ihn kann natürlich daran liegen, weil es bei mir einfach halt eine riesen Verbindung zu GTA San Andreas herstellt, weil halt auch der CJ und so, gell? Und also jetzt abgesehen von der Körperfarbe, es ist einfach halt, keine Ahnung, es erweckt einfach in mir so das Flair von GTA San Andreas.
Darum, ich kann einfach nicht einen von denen umbringen. Darum nehmen wir als C, auch wenn es vielleicht eben so die lowste Methode ist. Jetzt ist also das Auto despawnt. Aber wir nehmen hier den... Wie heisst der? 9F, glaube ich, heisst der. Wow, weil der ist ein bisschen schneller und das andere Auto war eh schon kaputt gewesen. So. Und dann sollten wir ja eigentlich dann noch einmal die Kohle bekommen. Ich habe so ein GTA 5 im Fall mal einmal durchgespielt, habe das allererste Mal. Auf der PS3 habe ich den Trevor umgebracht. Okay, wir haben Plan C genommen, oder? Wir haben den eigenen Todeswunsch gehabt. Scheiße. Oh Mann, ey, voll die drin gebrettert. Also, das machen wir schon so. Leute mir ein Taxi an. Du musst die Fahrt überspringen. So. Da sind wir einmal wieder einmal gestorben in einer Folge. Was ist das? Fremdverkehr Los Santos? Das sagt mir irgendwie gerade gar nicht. Nehmen wir hier mal ein Taxi an. Bestellen wir uns schon kurz ein Taxi und dann fahren wir schon mit dem Taxi zum Lester. So, sehr gut, wenn du mir das gerade bringst. Sind alle Nebenmissionen jetzt weggegangen? Ah nein, da oben hätte ich ja noch eine da. So, also wo kommt da das Taxi? Ist das dort hin, wo es gerade gespawnt ist? Nein. Ah, dort. Die Taxifahrer teilweise sind auch so Psychopathen. Ja, ich komme da schon. Also fahren wir zum Lester. Die Fahrt können wir kurz überspringen. Weil die Mission hier am Schluss geht ja eh recht lang und sonst ziehen wir hier nur die Folge in die Länge. So, also sind wir hier angekommen beim Lester und dann gehen wir da mal in seine Hütte rein und starten die Mission. What's the panic, bro? What the fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Damn. Well, I can see that. Well, who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man. You know the oh, that angry rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right. I say kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked. You know, I don't know. You know everything, dawg. I know, okay, but I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless... Okay, Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Merryweather. I think, actually, Weston owns a piece of Merryweather. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe both of them will pay you a visit and bam, we turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry and get yourself set up. I got you. All right. What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. So, gut, also.
Dann müssen wir schnell den Lamargo abholen. Das ist natürlich unser TÜV hier gespawnt, ja, ist aber auch gut. Fahren wir halt mit dem TÜV. Ich bin eh ein Profi-TÜV-Fahrer, wie immer. Hallo? Voll eingelenkt, aber er lenkt nicht, aber egal. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Controller ist kaputt. So, also der Lamar ist ja gerade hier vorne. Wir sind ja nicht so weit weg von dieser Hut, kann man sagen. Ich hoffe mal, ich kann auf dem TÜV hinten aufsteigen. Also, es ist schon 2 Plätze, aber ich weiß nicht, ob es geht vom Game her. Wow! Das ist unser Taxifahrer von vorher. Weg mit dir! In GTA San Andreas wären wir jetzt angegriffen worden vom Taxifahrer. Ja, wieso haben die Helme an? Ha! Haben sie Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf geht, oder was? Ah, da ist er. There he is. Where we going? We heading to the foundry place. So. Fetzen wir zur Gießerei. Der Lamar wird keinen Helm anlegen. Hey, look, here Ist eh nichts drin, von dem her ist es nicht so tragisch, wenn etwas kaputt geht. back out, no drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, dog. My boys, man. Well, we trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say Dann, was denn? This little bitch! So gut, Mann. Der Lamar feiere ich einfach schon so von seiner Aussprache her und so seine Art und Weise, wie er ist. Ist einfach so ein Vogel manchmal, aber er ist einfach so witzig. Ah, ein Vagus-Typ da wieder. Oh! Okay, wir fahren halt schon da durch. coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' as, huh? Man, I'm just trying to So. make something out of myself, dog. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you getting me all emotional now. Nigga might have to stop me from sucking. Also, dann müssen wir jetzt hier wahrscheinlich reingehen, nehme ich mal an, hä? Michael and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know Da, when hä? that dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. Wo, habe ich das Leben aufgesammelt? Yeah, I'm bringing a rifle. It's a good gun. It'll get the job done. That gun? It makes me think this is a setup. It is a... Hey, man, what the fuck am I doing risking my ass trying to save y'all ass when you just gonna kill each other? Hey, you're not saving me. You're saving him. Ah, you're saving this? Ah, fuck. Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right and end this shit. If not, man, I'll put bullets in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. Alright, good. Y'all hear that? Now, if we doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Fuck it! Ah! Where do you want me? Alright, man. You go over there. Where you want me? You hold your position right there. Good. I'm gonna go over there. Through the building. Watch your section. Chill, dog. You gotta wait. So, also jetzt gibt es auch eine fette Ballerei, hä? Wir tun jetzt aber schon kurz zum Michael wechseln. Haben wir es geschaut so? Ah, scheiße, sie sind gerade da hinter der Mauer. So. Schon ein bisschen rupfen mit Dings, mit der Slow-Mo.
Wow, sie kommen von da oben. Drecks Meriwether, denke ich wieder. So, dann musst du zum Trevor wechseln hier. Thanks for coming, you prick. We got some more to deal with. Du kommst einfach rauf. Du kannst wieder runter. Wow, viele Leute, ey. Kann man das explodieren lassen? Ah ja, geil. Immer muss ich alles abschießen, um zu schauen, ob es explodiert oder nicht. So, wechseln zu Franklin, machen wir. Jetzt sind wir zum... What the fuck? Kommen wir da nicht durch in dem Fall. Gib dich zu Lamar, hä? Ich habe gerade nicht gecheckt, wieso das rumgekehrt ist. Hold tight, dog. Please, hold tight. Komm. Was ist jetzt das schon wieder? SOS. So. Bin da. Jetzt aber nicht so viele Gegner, ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. If I didn't have to save your ass just once. Save me? Nigga, I just wanted some Was macht der? So. Man, I gotta stay out here with Lamar. Can you get to him? So, die sind mal weg. So, wir geschaut zum Michael. Hä? So, Trevor sagt da ein bisschen Not. Dem helfen wir natürlich. Da ist noch einer. Da ist noch einer. What's the problem, T? Oh, da nicht will kaputt schiessen, aber auch geil. Stop being an asshole, please. So, There you are, you dick. What was the problem? I took a knock. Was sitting out a few rounds. It's good to know you care. Next time I'll leave you to it. Watch out! Another FIB team on the way. so, also okay, er hat einfach sich ein bisschen ausruhen. So ein Schnorri, ey. Scheiße, Mann. Irgendwo ist ein Sniper oder so. Wo ist er? Ich sehe ihn noch nicht. Ah, dort kommt einer. Immer schießt er dann, oder visiert er sie dann an, wenn die Leute irgendwie in Deckung gerade sind. Immer das Gleiche. Hä? Hat ihn der Trevor angeschossen, dass er so geil geflogen ist? So. Are we clear? Geh hinaus. Spielt das eine Rolle? Kann ich ja da raus. Ja, spielt keine Rolle, ich kann auch da raus. So, da hat es recht viele Leute gehabt, aber. Also recht viele Leute ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Es hat Leute gehabt. So, weg mit euch gerade, ich mache einen kurzen Prozess. Statt zum Trevor switchen. Der hat da nämlich. Der hat Leute da. Wow, shit. Der ist immer mit Meriwether am Fighten. Da haben wir die gleichen Probleme. Holy shit, wo schiessen die? Sind genau unter mir, hä? Ah, der Michael kommt dort. Jetzt gehen wir schnell zum Michael wieder in dem Fall. Oh shit. So.
Nice. Jetzt können wir hier nochmal Autos sehen. Wow! Scheiße, das war knapp gewesen. So. Sehr gut. Also wir wechseln jetzt wieder zum Franklin, weil wir müssen jetzt... wir können gar nicht wechseln. Aber wir müssen uns sammeln einfach. Wir müssen uns wieder fahren, glaube ich. Oh, looks like we did it. Shit, for now. Exactly, for now. So, what's next, huh? Are we just gonna wait around till someone else comes to kill us? Or are we gonna wait till this fucker gets turned again? Oh, bite me. Ain't anybody getting turned again, and you know it. Hey, man, the way I see it, we only just begun to clean this shit up. We got a lot of old friends I think need to be re-educated. A lot of friends. I mean, things could get really messy. No, we just gotta silence a few noisy people. Hell yeah, let me see. There's, Steve Haynes. Dave Norton. No, we need him alive, Why? so nobody fucks with us afterwards. What about that triad motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, there's that. Well, who's the guy who set up Lamar? Stretch, you want to throw him in? Shit, Trevor will throw anyone in just to satisfy his bloodlust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? And if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Man, Stretch has been a liability. But then we're gonna have to take care of our old pals Devin Weston and Steve Haynes. Fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get Lester on the line? Who is this? Stop calling this number. Hey, it's me, dawg. You're alive. I thought someone might have your phone. Nah, but look, I got you on speakerphone. Oh, did Mike make it? Yeah, I'm here. And the other one? See you putting the ground wheels. Uh-huh. You, just calling for a chat? No, we got some work to do. Can you get us some whereabouts? Oh, I'll do my best. Who? Steve Haynes to start. And Devin Weston's ass. And Wei Cheng. Weicheng. Wei Cheng. And Franklin's pal, Stretch. Huh. Stretch? Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph. Okay, well, I can tell you that Agent Haynes is taping a show over on Del Perro Pier. Shooting permit came up immediately. Shut it! I wanted to ice that fucker since the moment I met him. All right. I got a signal from Mr. Harold Joseph's phone over at the B.J. Smith Recreation Center. No, I got him. Let's keep him clear of known associates. All right, thanks, dawg. You got it. What you got for me? Tao Cheng's credit card just bought a Magnum at the beach club in Pacific Bluffs. Okay, I'll go ask his ass about his punk-ass dad. When I find Mr. Weston, I'll send the coordinates. All right, good. Gut, also, erledige Mr. Cheng. Das ist aber, glaube ich, der Senior, he? Ist nicht der junge Cheng, sondern der alte Cheng, habe ich gemeint. Also. Jetzt hat so jeder seinen Auftrag bekommen, den er muss umnieten. Das machen wir jetzt auch. Und ja, tut mir leid, wenn die Folge wieder extrem lang wird. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich da gerade alles in einen Zug mache, weil ja, ich glaube es ist ein bisschen doof, wenn so die Endmission dann nachher hast du irgendwie so 2 Teile und so, darum mir spielt es eh keine Rolle, wenn ich es aufladen, also tue ich es lieber gerade in einem Stück aufladen. Ihr müsst euch halt einfach mehr Zeit nehmen, oder ihr schaut es halt einfach dann mal rein und dann später wieder, wie ihr möchtet. Aber für die bis jetzt zuschauen, machen wir ein kleines Spiel. Schreibt mal in die Kommentare in eine Bratwurst, dann weiss ich, wer jetzt noch zuschaut. Und ja, danke vielmals, dass du noch so lange schaust, nach rund etwa 25-24 Minuten. Sehr, sehr geil von dir. Der Lamar, oder wir Leute im Lamar besser gesagt. Hey, Lamar, that was above and beyond, homie. Ain't nothing above and beyond when it comes to the homies, homie. A nigga just want to be helpful, you heard me? I'm serious, dawg. That's hood. Michael and Trevor, too. We grateful. You a real homie, and I love you, dawg. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. Couple loose ends. Aw, shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? All right, nigga, will handle your candle. Lay low, my nigga. So,
Also, 2 Kilometer noch. Okay. Also kein schnelles Auto, nur Easys, die sind nicht so schnell. Nicht Easys, da die Smart, keine Ahnung wie sie noch heißen. So einen habe ich auch mal gehabt, oder habe ich glaube ich immer noch in GTA Online. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Fahren wir halt weiter mit dem TÜV. Solange dass da keine Fairness oder so kommt, halt die nicht an. Oh, ich muss drüber, komm mit! Oh! Ah, der ist da vorne in Malibu, der Mr. Cheng. Hä? Ich schwöre auf alles, mein Auto, wow. Der kleine Smart hat im Online hat der genau gleich ausgesehen. Also meine, im Online muss es genau gleich aus, wie der jetzt durchgefahren ist. Hä, jetzt bin ich verdammt überrascht gewesen. So, Mr. Cheng, wo ist er da? Ciao, Besenkollegen. Dann kommen die Triaden, also muss ich dann abhauen oder von denen noch flüchten. Scheiße! Hey! Woo! Müssen wir da durchs Gebüsch wieder fahren? Mein Gott, ist das jetzt knapp gewesen, ey. Jetzt habe ich aber nicht gesehen. What the fuck? Jetzt habe ich aber nicht gesehen, ob es der alte Mr. Cheng ist, den wir umgebracht haben, oder der junge Cheng. Hä? Alter! Ich habe genau gesehen auf der Minimap, wie sie jetzt hinten noch geportet worden sind. Schnell absteigen und sie abfetzen. Wir müssen es wahrscheinlich eh schnell so machen. Noch einer. So. Hängen die Bullen ab. Wie viel haben wir Sterne? Einen, ja. Ich sehe es leider nicht, weil mein Fernseher das ganze Zeug im Abschnitt, aber wir können jetzt einfach da oben bleiben, rein theoretisch. Gesucht, die Polizei weiß nicht, dass wir auf dem TÜV sind, unser Pfeil dort unten ist schon so grau schattiert eigentlich. Wir fahren jetzt einfach schnell kurz auf den Berg auf und dann warten wir schnell kurz, bis wir die Sterne verloren haben. Oder den Sterne verloren haben, das ist ja nur einer. Weil da kommt die Polizei eh nie. Aber leider ist es immer so, dass ein Stern immer extrem lang geht, bis man ihn verliert. Hey, I got out clean. You dudes ain't gonna have no more triads coming after me. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either, but hey-ho! Who's up? So, also jetzt gehen wir zum Trevor. Weil der Trevor nimmt sich ja den FIB-Typ vor. Haynes heisst der, hä? Der Haynes. Und dann können wir von daher irgendwie wegsnipen. Er ist auf dem Riesenrad oben, ja. Jetzt einfach mal die Sniper, aber das geht schon auch. Ist er das? Da muss ich echt näher her. Sorry, lady. I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! God, this is crap! Who writes this bullshit anyway? Okay, alright. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. Alright, the audio's clean? Nice. Well, say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine, we're on. I'm ready. You ready? Speed. Alright, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes.
Also ja, wir müssen jetzt wegsnipern, hä? Den sehe ich ihn nicht. Komm ich da oben? Ja. So, da lang. Von daher treffe ich ihn besser. Scheiße. Ist jetzt Mission fehlgeschlagen? Nein! Ah, scheiße, Mann. Ja, gemeint, ich kann durchs Glas durchschiessen. Ich kann doch nicht schmecken, dass das Glas bulletproofed ist, ey. Okay, ja, wir gehen hier schon auf den Motor rauf. Jetzt haben wir einen schweren Sniper. Von wo haben wir jetzt die schweren Sniper? Ist er das? Mhm. Scheiße, da sehe ich ihn nicht. Mein Gott, er ist doch behindert, ey. Er ist genau hinter dem Dreckspfosten. Ist das Drecksernst, du Game? Jetzt. Ja. So, da haben wir schon 2 Sterne. Wow, shit. Da fetzen wir jetzt aber schon kurz weg. Genau so fahren wir hier weg. Die natürlich wieder stecken, wie immer. Alter. Ja. Sorry, Lady. Oh, da ist mein Akku fast leer, hä? Change schnell den Wagen. Weil so sind wir mal ein bisschen unentdeckt noch. So. Und außerdem ist das Auto auch wesentlich schneller. So, come on, schneller, schneller, schneller. So, jetzt kennen sie uns da eben nicht, oder wir wissen nicht, dass wir sind. Ah, jetzt haben sie schon verloren. Schneller gegangen als der Einstern, wie immer. Also wir das Stretch noch umnieten, hä? Haben wir eine Haftbombe? Granaten haben wir. Da ist er. Ah, nicht noch verwünscht? Okay. Ich habe gemeint, ich habe ihn noch nicht verwünscht. Da bin ich da nochmal ins Getümmel reingefahren. Aber da fetzen wir so. Wow! Nur noch weg von den Balls. Und dann haben wir das auch schon erledigt. So. Dann haben wir das auch schon erledigt. Ganz eine kurze Geschichte gewesen. Wahrscheinlich kriegen wir aber jetzt mal einen Schmier über, nehme ich mal an. Nein, nicht einmal. Ah, jetzt müssen wir den Devin Weston noch holen. Und da könnte man auch rein theoretisch einfach rein sneaken, aber ich gehe jetzt einfach da volle Pulle rein.
Unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. So, jetzt müssen wir ihn entführen. Habe ich eine Waffe mit Schalldämpfer? Eine normale Pistole einfach. Ich tu gleich mal versuchen rein zu sneaken und wenn es nicht geht, dann ist es nicht so schlimm. Ah, scheiße, schon entdeckt wurde, bruh. Egal. I'm the definition of SP. I'm the most suspicious person you'll meet. Er hat sich ja versteckt in dieser Truhe drin. Outfit back in town. Die Hütte, die er eben hat, oder Devin Weston, oder wie er heisst, ist schon noch nice. Weg mit dir. You can't hide forever. Ja, aber da ist ja nicht mehr viel los, oder jetzt sind viele Gegner, die sind easy zum Umnieten schnell. Super Trevor. So, für den Devin, dann machen wir doch. Wait, hear me out! No more talking. So, und dann gehen wir jetzt zum Treffpunkt. Voilà. 6 Kilometer. Fahren wir so weit noch? Dann noch mit so einem Hagen müssen wir hier runter. Dann noch mit so einem langsamen Auto. Jetzt schaust du auch kurz Backdoor ab. Wow! Oh shit! Wow! Shit! Halt! Hallo? Stell wieder. So, jetzt. So, also, jetzt, du hast mich überholt mit dem Scheißboot. Jetzt sind es immer noch 3 Kilometer. Here we are, Slick, with a few minutes for some one-on-one time. Einen ganzen Tag hätte er müssen warten, der Trevor. Da will ich schon wieder fetten Copyright bekommen. Also wenn ihr da keine Musik hört, dann würde ich sagen, Copyright sein. Never better, amigo. Franklin? I'll be here. Franklin, Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism of the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No, I Franklin? wouldn't. Oh, nah, I ain't Would you going want? nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye.
So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends? Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As, flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devon's kind. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. So, und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Wir haben GTA 5 durchgegeben. Das ist mein allererstes Let's Play, das ich komplett durchgegeben habe. Und danke vielmals fürs Zuschauen. Danke an euch alle, die immer die Folgen regelmäßig geschaut haben, wenn ich sie aufgeladen habe, die Daumen gegen gegeben haben, Kommentare geschrieben haben, was auch immer. Danke viel mal. Und ja, es hat mir mega Spaß gemacht. Und es ist schade, dass es fertig ist, das Game. Allerdings habe ich so einen kleinen Plan, was ich machen will. Und zwar, ich sage ja schon die ganze Zeit immer, dass die Ego-Perspektive für einen Arsch ist. Und ja, was haltet ihr davon? GTA 5 nochmal durchspielen, aber nicht in der Ego-Perspektive nochmal. Schreibt es mir in die Kommentare, hättet ihr Bock drauf? Wenn ja, schreibt es rein. Und dann machen wir sicher wieder so ein Let's Play GTA 5 nur in der Ego-Perspektive, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen mit GTA 5, mit dem Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, die Folge, dann haut den Daumen gegen rauf, lasst einen Kommentar da, das Video teilen, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns sonst einfach in einem anderen Video wieder. Bis dahin sage ich mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!